Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Bei mir ist das Bier billig. Genau, und deswegen gehen wir hier mal hier und verkaufen mal ein bisschen Schampel, den wir noch so parat haben. Perle brauchen wir glaube ich nicht zum Schmiede, das können wir verticken. Smaragde mag ich mal zwei jetzt einfach mal so behalten. Dort der Quatsch kann dann fort. Wir haben hier schon zwei Smaragde. Dann, da hatten wir nichts mehr drin, okay. Der widerliche Schnitter, der Luftstecker, den ich eigentlich ganz gern behalte, identifiziere kann der hier nicht, schade drum. Aber da haben wir jede Menge dappische Waffe, die weg können, wie die gleißende Bolze, kleine Schild, Plus-Ends. Die ganze Plus-Ends-Dinger hier, die können mal schä weg. Gehen einfach gutes Geld fort, die Teile, das ist schon ganz gut so. Der hat nichts Interessantes mehr, die Viconia kann das noch verkaufen. Der Edwin hat bestimmt noch ein paar Rollen parat. Mal gucken, vorher identifizieren, Freundschaft, sprühende Farben kann weg. Das kann leider alles auch weg. Das, ja, Schutzformen gegen Kälte lassen wir erstmal. Ansonsten, ja, da ist noch ein bisschen Schampel, den wir identifizieren sollten. Aber mir geht es jetzt um die Auftraggeber. Wie schon angekündigt, würde ich gerne mit dem hier sprechen, mit dem Fürst Jirdan. Ihr da, ich möchte mit euch reden. Man nennt mich Fürst Jirdan Vierkrag und ich bitte euch einen Moment zu warten, damit ihr hören könnt, was ich anzubieten habe. Ja, ich weiß ja schon, was dahinter steckt, aber der Kerl dreist ohne Ende. Ich habe von euren Taten gehört. Ich betrachte euch als willensstark und fähig, mit allem fertig zu werden, was sich euch entgegenstellt. Genau die Art von Geschöpf, nach der ich suche. Und vor allem Geschöpf. Ja, auf die Schmeichelei kann ich verzichten. Ihr seid euch bestimmt darüber im Klaren, dass wir in einer gefährlichen Zeit leben und dass oft extreme Maßnahmen erforderlich sind. Genau deswegen brauche ich euch. Ich bin Fürst von innere Gemähe außerhalb von Adkatla und auch wenn ich nicht so gut kann für mein Leid... Moment, und ach, wenn ich so gut ich kann für mein Leid sorge, gibt es ein paar Dinge, die ich nicht machen kann. Kämpfe ist nicht so mein Stärk. Da gibt's Räuber, schreckliche Oger und Trolle, die durch Feuer vernichtet werden müssen. Sonst regenerieren sie sich wieder. Wobei das nur Trolle sind. Oger können ganz normal getötet werden. Ich brauche fest die Hand, die sie zurücktreibt. Ich brauche euch, Abdeladrian. Ich biete euch eine große Summe an, die einer Person von eurem Rang würdig ist. Ich biete 10.000 Goldmünze, wenn ihr mal Land von der Geißel befreit. Das ist ein Glücksfall für euch. Ihr werdet zustimmen. Ja, das ist eine erstaunlich hohe Summe fürs Monsterjager, oder? Ein geringer Preis für die Sicherheit. Es ist nicht so, dass ich ohne Vermögen wäre. Ich bin mehr daran interessiert, für Qualitätsarbeit zu zahlen. In meine Dienste werden ihr wohlhaben, da könnt ihr sicher sein. Ihr seid die Wahl, die ich getroffen habe. Und das Angebot bleibt bestehen, ob ihr nun geht oder nicht. Es gibt keine Alternative, die sinnvoll wäre. Ich zweifle nicht daran, dass euer Dienst exemplarisch sein wird. Wenn alles gut geht, wenn wir all das erhalten, was wir verdienen. Mal in der Reihe findet ihr auf eurer Karte, die Windsperrhügel warten auf euch. Reise zu den Windsperrhügeln. Okay, so, jetzt brauche ich noch die Anna, die einmal niedergeschnetzelt worden ist. Da ist er. Anzuhören. Irgendwer. Ihr alle kennt mich, ich habe vielen von euch geholfen. Ist das nun der Dank dafür? Ich habe vielen von euch geholfen. Ja. Ihr seid ihr käuflich als Söldnermännlich. Ihr seht fähig und mutig aus, als hätten ihr die passende Ausbildung. Ja, ich verlange nur angemessene Belohnung. Ihr wisst noch nicht mal, um was ich euch bitte und doch wollt ihr schon über die Bezahlung retten? Werde angemessene Belohnung für euch geben, aber nur, wenn wir uns beeilen. Ich kann euch keinen fairen Lohn garantieren, wenn das Land von meiner Familie ausgeplündert wird, wenn ihr mir helfe. Ja, ich will wissen, was los ist. Wir haben keine Zeit. Ich hoffe nur, dass die äußere Welle kalter hin und die Angreifer nicht ins Innere vorgedrungen sind, wenn sie es bis zum inneren Burghof geschafft hätten, wenn sie viel schwerer zu vertreiben sei. Ich werde euch alle mir bekannte Geheimnisse verrote, vielleicht Kinder hineinschleiche und von einem günstigeren Punkt aus angreife. Ich hoffe, dass es dem Babbe gut geht. Er wollte nicht mit mir kommen. Soll ich euch begleiten? Ich habe noch ein paar Wochen an dem ich habe mich ein paar Wochen an dem Ort rumgedrückt und bin noch ganz gut im Knacken von seltsamen Schlösser. Ich muss alle 3 davon knacken, um aus der Hauptburg zu gelangen. Das Tantje sieht's nicht so gern, wenn ich nachts weggehe. Aber wie sonst kann ich der Arme spende, ohne bemerkt zu werden? Ach, die hier ihren Stolz und ich sollte wirklich nicht mit ihnen gesehen werden. Alter, das kriegt man noch so eine Adlige, die einfach aus Mitleid oder was Gutes da will
und ja, sich da über das Adlige hinwegsetzt. Naja, Ich brauche keinen weiteren Begleiter. Richtung zeigen und dann geht's los. Na Allah, aber falls ihr es euch überlegen sollten, ich wollte schon immer durchs Land reisen. Helft ihr oft andere Leid? Ich helfe weniger Glückliche wirklich gern. Die arbeiten ja so hart, wurde mir erzählt. Ja, toll. Behütetes Küker. Ich werde euch bei der Ländereihe von meiner Familie treffen. Ich werde sie auf eurer Karte markieren. Wir sollten uns am besten südlich von der Hauptburg versammeln, um nicht entdeckt zu werden. Bitte dummeln euch. Ja, okay. Also das haben wir auf jeden Fall jetzt auch noch gemacht. So, das heißt jetzt wieder zurück zu der Gruppe. Ansonsten sollten wir noch Sachen identifizieren lassen, bevor wir da losrennen. Wer kann da noch Sachen identifizieren? Warte mal, halte mal den Gaul an. Dort den Scheiß brauchen wir jetzt auch nicht mehr, der Zellerschlüssel. Das Ding behalten wir mal vorsichtshalber. Also das Ding muss identifiziert werden. Der Schampel sollte identifiziert werden. Geben wir jetzt mal alles an Abdel Adrian weiter. Und er kriegt noch so ein lustiges Schnelligkeitsöl verpasst. Und damit sollte er jetzt rennen können wie Zau. So, nimm das. Das packst du rein und dann rennst mal zum Tempel des Ilmater. So. Jetzt flitzt der wie noch was, der kleine Halbling. Also wenn er schon immer mal der rennende Hobbit sehen wollten, da ist er. Ach Gott, und wie der flitzt. Zack, 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 zack. So, ich hoffe im Tempel des Ilmater können die mir das heilen. Ilmater ist ja der Gott des Schmerzens, der Schmerzen. So, ich will gucken, was ihr anzubieten habt. Ihr könnt identifizieren, super. Okay, das Ding hätte ich gern, das. Und die paar Sachen noch. So, zack. Was haben wir dann da? Kundana +2, Kurzschwert, das pfeifende Schwert. In den Ebenen der östlichen Schar lebte ein kleiner Schmied der Menschen, dessen fast zwergenhafter Wuchs seiner Seele nicht gerecht wurde. Er war zwar ein versierter Waffenschmied, aber seine eigentliche Fähigkeit bestand darin, ein gefühlvolles Lied zu pfeifen, das einen gestandenen Mann dazu bringen konnte, wie ein Kind zu weinen. Nur ein zurückgezogen lebender Magier verbrachte seine Zeit mit dem Kleinwüchsigen, während die anderen sich lediglich über seine geringe Körpergröße lustig machten. Das Lied des Schmieds stieß bei ihnen wegen ihrer Vorurteile auf taube Ohren, und ihr Spott steigerte sich in grausame Quälerei, so dass der entmutigte Mann sich schließlich dazu gedrängt sah, sein Zuhause für immer zu verlassen. Vor seinem Aufbruch schmiedete er noch diese Waffe als Geschenk für seinen Freund, der sie bei der Herstellung verzauberte. So pfeift die Klinge ihrem Träger eine süße Melodie, wenn sie aus der Scheide gezogen wird. Nur kurze Zeit später verließ auch der Magier angewidert die kleine Stadt, wobei er das Schwert auf seine Reisen mitnahm. Hat keine besondere Fähigkeit das Ding. Haben wir noch Adjata, der Trinker +2, Langschwert +2. Die Klinge gehörte einem gewissen Dabba. Er war vor langer Zeit ein Diener Baals, der seinen Untergebenen aufs Grausamste unterjochte. Das Schwert schützte den Träger nicht nur davor, von anderen kontrolliert zu werden, sondern saugte seinen Opfer auch Trefferpunkte ab und heilte damit den Träger. Wenn der Bar von einem Kampf verletzt zurückkehrte, betrachtete er es als Versagen seiner Offiziere. Er verdrosch sie dann so lange mit dem Schwert, bis er wieder völlig gesund war, während der Rest seiner Männer zuschauen musste. Träger ist immun gegen Bezauberung und Beherrschung. Jeder Treffer mit dem Schwert heilt einen Schadenspunkt beim Träger. Ja, wenn er mit 10 Schadenspunkte zurückkam und 100 Lebenspunkte insgesamt gehabt hat, wird er 90 Mal irgendwie draufschlagen gemüsst haben. Also sehr freundlich, sehr reizend. Handschuhe der Waffenfertigkeit. Fähigkeitshandschuhe, der zweite Schwertarm des Xarnos. Der bekannteste Besitzer dieser Handschuhe war vermutlich ein Söldner namens Xarnos. Seine Spezialität war der Schmuggel und er verlieh diesen Handschuhen häufig an Kunden, wenn sie mit ihm reisten. In seinen Augen konnte man einen zusätzlichen Schwertarm immer gut gebrauchen. Verringert etwa die ETW 0 um 1, das heißt, man trifft ein bisschen besser. Dann haben wir noch Feen-Koboldstich +3, das ist ein Dolch. Die Waffe wirkt auf den ersten Blick wie ein Spielzeug, weil Klinge und Griff so zierlich sind. Die Fertigung ist allerdings von höchster Qualität. Wenn man die Waffe im Kampf einsetzt und das Befehlswort Schlaf spricht, erstrahlt der winzige Dolch in einem blauen Licht. Trifft die Waffe einen Gegner, strahlt sie mächtige Magie aus, die den Gegner in Schlaf versetzen kann. Die Legenden besagen, dass diese Waffe einst vom berühmten Feenkoboldritter Alfonso dem Noblen geführt wurde. Allerdings nicht als Dolch, sondern als Zweihänder. Besondere Fähigkeiten: Nach einem Treffer muss dem Opfer ein Rettungswurf gegen Gift gelingen oder es schläft für 2 Runden ein. Das ist eine +3 Waffe.
Haben wir noch melodisches Kettenhemd +3. Das wäre perfekt gewesen, wenn Herr Dales in der Gruppe gewesen wäre. Die Baden vom Lied waren eine kleine Gruppe halbelfischer Kriegerbaden, die weit verstreuten Elfen in Kalimshan unterhielten und verteidigten. Die magische Verzauberung dieser Rüstung erlaubte es nur Baden, sie zu tragen. Die magisch verzauberten Kettenglieder reiben so aneinander, dass die Rüstung wunderschöne Melodien spielt, wenn man darin richtig tanzt oder kämpft. Unglücklicherweise lösten sich die Baden vom Lied vor mehreren 100 Jahren auf und das Geheimnis, wie man die Rüstung sozusagen spielt, ging mit ihnen verloren. Kann nur von Baden getragen werden. Das ist halt etwas schade. Und dann haben wir noch Wellenschaft, Teil der Hellebarde Weller. Das ist ein Teil der mächtigen Hellebarde Weller, die von einem Kult der von Umbale-Anhängern als Werkzeug der Rache geschmiedet wurde. Umbale ist die böse Meeresgottheit. Es ist bekannt, dass die Hellebarde ihren Opfern Körperflüssigkeit entzieht. Angeblich soll sie dazu in der Lage sein, Feuerwesen praktisch augenblicklich zu töten. Man sagt, dass Welle vor langer Zeit an die Feuerriesen vom Sturmhorngebirge verloren ging. Das Artefakt wurde jedoch von dem Abenteurer Araganon vom Langen Griff wieder beschafft. Die einen sagen, dass er das Artefakt bei einer Wette in Sigil verloren hat, der Stadt der Portaler. Das haben wir ja auch noch schon irgendwie mitkriegt, dass die Gruppe von Herr Dales Leute Achtung mit Sigil Probleme haben. Andere wiederum behaupten, dass es gemeinsam mit ihm und seinem Schiff bei einem heftigen Sturm im Schwertmeer unterging. Was nun wahr ist, weiß niemand genau. Auf jeden Fall wissen wir nur, dass es in Teile vorliegt. So, Running Hobbit. Jetzt kehren wir zurück zu deiner Merry Man. Und dann gehen wir nochmal rein und verkaufen den Schampel, den rechtlicher. Abdel Adrian wurde jetzt auch noch von ein paar Schläger attackiert. Das soll uns jetzt aber nicht stören. Mit denen lege ich mich jetzt nämlich an. So. Also von dem Kampf fliehen wir jetzt mal. Mit gutem Gewissen aber, weil, ja, ich muss mich jetzt mit der Idiote auch nicht noch anlecken. Und dann schmeißen wir das melodische Kettenhemd fort. Finn, Koboldstich, Adiata, der Trinker kann weg. Das Zeug kann, das behalten wir nochmal. Und bei Edwin war auch noch ein bisschen Schampel drin. Genau, die Lederrüstung und das zweihändige Schwert. Das können wir auch fortschmeißen. Jetzt können wir gerade nochmal gucken. Korgan hat die Dinger. Ja, Anomen, komm. Anomen kann das bestimmt gut gebrauchen. Los! Spuckt's schon aus! Gut, perfekt. Dann würde ich sagen, das schafft der Weller. Der geht jetzt noch an Korgan. Weil der hat ja hier die ganze U-fertige Sache. Der hat der Griff vom Ausgleicher. Das Ding brauchen wir eigentlich auch nicht wieder rote Stofffetzer. Den Mann haben wir ja auch schon fertig gemacht. So, eigentlich hat Korgan jetzt die ganze Sache, die man in Ihr müsst eure Gruppe Zustand erst haben. sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So, jetzt aber. Okay, das war's jetzt. In Athkatla gibt es nichts von Interesse mehr für uns. Und wenn wir jetzt auf die Karte gehen, sehen wir, dass wir tatsächlich hier auch die Festung der Danisee drin haben. Wir haben die Uma-Hügel, wir haben die Windsperrhügel. Aber so kommen wir nicht hier. Das heißt, wir müssen zum einzigsten blaue Stadtgebiet, was wir noch kennen, die Stadt Tore. Und von da aus können wir dann aus Athkatla raus. Feinde haben euch aufgelauert. Noch am. Verteidigt euch. Das war so logisch, dass der Scheiß noch kommt. Okay. So. Erstmal eine Magierblätter. Gut. Edwin, bitte so rum. Du dort hier. Erstmal der Räubermagier-Töter. Dann Dento. Und da haben wir noch jemand. So. Gut, das war relativ witzlos. Ich glaube, hier hätte Edwin sogar noch alle platt kriegt. So. Also die waren nicht besonders stark. Hätten aber wenigstens immer so ein bisschen Geld bei sich. Also 200 Gold haben wir insgesamt auch noch so grob abgestaubt. Der Schampel, der kann jetzt auch an Edwin. Zack und zack und zack. Und weiter geht's. Moment. So rum. Ja, immer dann, wenn man fortgehen will. Und ich mag euch auf jeden Fall auch noch was zeigen bei der Stadt Tore. Das wird der erste seiner Art sein, den wir hier bekämpfen werden. Der gekrümmte Kranich. Oh, ich mag die Musik von der Stadt Tore.
Schön, oder? Sehr schöner Track. Normalerweise kommt noch dem Intro ich kann euch meine Hand ruhig reichen, auch wenn ich sie nachher dann waschen muss. Das ist wieder so ein Adel-Standardspruch. Und ja, normalerweise kommt noch dem Intro immer die Musik vom Regierungsviertel oder vom Brückeviertel dann. Das ist ein sehr, sehr schöner Track. Die trennen sich, sagt der Nachbar. Aulava und Tiro, es ist endlich soweit. Was kreischen du so rum, Sir? Obwohl, ja, auf rumzukreischen, das Geschrei tut meine Nerven nicht gerade gut. Ihr seid offenbar nicht von hier, wenn euch mal Worte nicht mit Begeisterung erfüllen. Naja, beachten Sie einfach, wenn sie euch nichts bedeuten. Ich werde es Ihnen erzählen, die es interessiert. Das ist mir völlig egal. Interessiert mich nicht die Bohne, ob euch das interessiert, was mich interessiert. Warum vergeude ich hier eigentlich mal Zeit mit euch? Tschüss. Ach gut, der feine Herr. Ist schon geschehen. So, dann können wir jetzt hier gehen. Und da ist noch ein Durchgang. Dann können wir öffnen. Sagt mir, was zu... Und jetzt gibt es auf jeden Fall nochmal einen Quick Save, weil dort drin erwartet uns ziemlich garstiges Biest. Und es ist ein Leichnam. Das sind die mächtigste untote Magier, die es gibt. Und die sind mindestens auf Stufe 50, glaube ich, die Bursche. Also die sind echt nicht ohne. Lang habe ich hier in der Halle unterhalb von der alten Stadt geruht. Und lang habe ich im Friede geruht. Eure Störung wird nicht ungestraft bleiben. So, der Trick bei der Sache hier ist, hier kann man immer wieder aus dem Gebiet rausgehen. Leichname sind sonst sehr, sehr hartnäckige Gegner. Ich hoffe, dass... So. Und da Leichname sehr hartnäckige Gegner sind und ich jetzt keinen Bock verspüre, gegen den auf anständige Art und Weise zu kämpfen, gehe ich immer mal wieder rein und wieder raus. Und lass den Leichnam jetzt einfach mal Leichnam sein und ihn sein ganze Zauber verpulvern. So, er macht jetzt hier einen Zauber, das ist schön und gut für ihn. Aber mir ist das absolut schnuppe, der kann jetzt zaubern, so viel er Bock hat. Kann er ruhig seinen Kerktus machen, das ist mir absolut egal. Das ist eine sehr praktische Art, gegen den Leichnam zu kämpfen. Oh, jetzt ist er sogar mit rausgewackelt. Ja, da ist er. So, jetzt macht er wieder irgendeinen Quatsch. Gucken wir mal, ob er uns hierher folgt. Tatsächlich nicht. Jetzt steht er halt in der Taverne drin. So, ich hoffe, die anderen hauen frühzeitig ab. Weil so ein Leichnam kann auch ordentlich Flächeschaden anrichten. Okay, der macht wieder einen Zauber. Einfach ignoriere. Das ist das Beste, was man machen kann. Oh, tatsächlich. Er hat sogar Schade verursacht. Okay, mal drauf. Okay, jetzt wieder raus. Er zaubert. Und wieder zurück. Ja, die Knabe können sehr gefährlich werden, aber solange der kein Schutzzauber auf sich hat... Der Sieg wird unser sein. Okay. Ihr wisst das. Ui, Edwin hat sogar 70 Schadenspunkte verursacht. Okay, jetzt hat er sich gerade eben mit dem verbesserten Schutzmantel aufgepumpt. Und ist damit gegen sehr viele magische Sachen immun war. Hoppla, wieder zurück. Aber das ist alles nur temporär. Insofern... So, er zaubert wieder. Er kann hier ruhig sein Zauber verschwenden. Das ist mir absolut egal. Probieren wir es nochmal. Oh, die sollten sich dem Leichnam echt nicht so nähern, finde ich. Das kann nämlich echt gefährlich werden. Okay, probieren wir mal was. Was darf ich jetzt für euch tun? Nein, ich habe 2 Dresche parat, aber das ist mir ein bisschen zu... ist mir ein bisschen zu riskant gerade. Wow. Vor allem sollte der wirklich um den Bürger fernbleiben. Okay. Okay. Korgan kann ihn verletzen. Dann würde ich nochmal sagen, wir hauen jetzt einfach nochmal alle drauf. Bis er wieder zaubert. Ja, er zaubert wieder. Und dann wird es auf jeden Fall wieder gefährlich. Oh, oh, oh. Und wieder zurück. So, ich hoffe, er kommt uns noch. Jawohl, dem Tode nah. Sehr schön. Oh, fuck. Und schon hat's der Edwin zerrobbt. Okay, komm, holen zurück. Und was darf Okay. es jetzt sein? Er steht sogar wieder dort, wo er war. Ja, okay, das zählt auch als Rüstung. Die kann er sich jetzt nicht so einfach anziehen. Okay, dann ziehen wir mal dein ganzes Schampel an. Zack, zack, zack. Oh Mann, 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 Mann. Also mit Leichname ist echt nicht so Spaß. Das sind definitiv keine Spaßversteher. Und wenn Endzauber mal durchkommt, ihr habt es ja gesehen, die haben sehr große Rettungswürfe, die man da überstehen muss, dann war's das so ziemlich.
Und was hat denn der Edwin jetzt gekillt? Rettungswurf gegen Tod. Das muss so Wort der Macht Tod oder sowas gewesen sein. Weil Rettungswurf gegen Tod. Oh, das war immer Sonnenfeuer. Okay, nochmal fort. Das hat keinen Sinn. Da ist er wieder. Wieder zurück. Ja, der zieht jetzt schon wieder ordentlich was ab, der Leichnam. Und fort mit euch, bevor der Zauber durchkommt. Da ist er wieder. Und wieder zurück. Boah, der macht mit seinem Feuerschild ja schon ziemlich viel Schade, muss ich sagen. Allein schon so, dass man in der Nähe steht, macht viel Schade. Okay, da steht da noch ein Glotzblöd. Und jetzt ist er kaputt. Puh! 22.000 Erfahrungspunkte bringt er uns, der Leichnam. Und wir haben noch einen Unsichtbarkeitsring. Sanddiebring. Der Ring befand sich für den Großteil einer Generation im Besitz eines Meisterdiebs, der ihn auf den Märkten von Tiefwasser mit einiger Frechheit einsetzte. Der Spitzbube nahm sich am helllichten Tag eine Menschenmenge vor und stahl unzählige Geldbeutel von Edelleuten, wobei er sie durch mit Sand gefüllte Beutel ersetzte, damit der Diebstahl unbemerkt blieb. Seine Identität wurde nie bekannt, aber der Name Sanddieb wurde zum Schimpfwort. Er soll sich zur Ruhe gesetzt haben und jetzt unter den Edelleuten leben, die er früher bestahl. Der Träger ist so lange unsichtbar, bis er angegriffen wird. Um wieder unsichtbar zu werden, muss der Ring nach einem Angriff abgenommen und wieder angesteckt werden. Das ist sehr geil. Das ist auf jeden Fall genau das Richtige für Abdel Adrian. So, das Zeug geht jetzt erstmal an Edwin. Das sind die ganze lustige Stäbe. Okay, okay, es zählt immer noch als Kampf. Und jetzt die Fröhlich-Taverne-Musik dazu. Großartig. Ach ja. So, der Corgi kann wohl richtig kalt werden. Abdel Adrian 8. Dann die Sache Anomen noch. Und er kann Edwin Heiler. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Und plündern nochmal hier das Habitat des Leichnams. Okay. Also. Mit Falle ist ja offensichtlich nichts gespickt. Da haben wir noch was. Oh ja, die ist sehr praktisch, die Waffe. Und da ist nichts drin. Eine Kugel der Unverwundbarkeit. Ich habe ja das schon gelernt. Und das ist sehr geil. Tagesstern, Sonnenklinge. Ob die Klinge speziell für den Einsatz der treuesten Diener Torms erschaffen wurde. Oder irgendwann in der langen Geschichte der Kirche diesem Zweck zugeführt wurde, ist im Nebel der Zeit verloren gegangen. Auf jeden Fall haben die Paladine vom Orden des Heiligen Zorns, der loyalen Streiter, das Schwert Tagesstern, in ihrem Kampf gegen böse Untote oft sehr effektiv eingesetzt. Magie oder ein mächtiger Segen haben der Waffe die Fähigkeit verliehen, den Zauber Sonnenstrahl einzusetzen. Das ist der, den wir auf Stufe 7 gelernt haben für Anomen. Dabei wird eine starke Energie von der positiven Ebene kanalisiert, die sowohl lebende Wesen als auch Untote vernichten kann. Fähigkeiten: einmal täglich Sonnenstrahl, 3W6. Misslingt dem Opfer ein Rettungswurf gegen Zauber, wird es für 10 Runden geblendet. Untote erleiden zusätzlich 1W6 Stufen. Je Stufe des Zaubernden, Schaden je Stufe des Zaubernden, müssen einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen oder sie werden vernichtet. 1 Wert +2 und +4 gegen böse Kreaturen, doppelten Schaden gegen Untote. Das ist eine sehr, sehr mächtige Waffe. Ich muss gerade mal gucken, wie es bei Abdel Adrian aussieht. Der hat sogar ein Langschwert geskillt. Das heißt, Abdel Adrian, das ist deine Zweitwaffe, wenn es gegen Untote geht. Okay, ja perfekt. Dann haben wir das jetzt auch geflattert. Und wir haben die perfekte Waffe gegen Untote entdeckt. So. Dann gehen wir in einer Nacht- und Nebel-Aktion mal raus aus Athkatla. Es wird Zeit. Wir brechen bei Rege auf. Und als nächstes erwartet uns die Festung der Danise. Das wird spaßig. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Natürlich wieder so ein paar Gammler. Und die sind alle sehr Edwin fixiert. Sagt mir, was zu tun ist. So. Ach du liebe Zeit.
Die haben sich aber stark auf meinen Magier hier eingeschossen. Anomen aus Ben hier. Und ihr hier. So. Machen wir die jetzt auch noch platt. Was gibt's? Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. So, da. Und drauf. Sehr schön. Puh. Okay. Ah, Edwin steht jetzt drauf. Okay. 87 Goldstücke. Ja, kein Wunder. Ich habe auch keine Rüstung angelegt. Jetzt zählt es immer noch als Kampf. Mann, Mann, Mann. Ich kümmere mich drum. Okay, das ist wieder dasselbe Schampel, wie man es mit einer Stadträuber kriegt, hin. Also reite mit. Zack, zack, zack. Und zieh die... Oh, zieh die Blade-Rüstung der Raeder. Dann stechen die dich auch nicht so lustig ab. Okay. Mir was zu tun ist schon geschehen. Aber jetzt. So, Nala. Wunderbar. Jetzt aber. Festung der Danisee. Ja, wird's bald. So. Da sind wir angekommen. 10 Stunden lang haben wir gereist. Puh. Das war schon eine recht lange Reise zu Fuß. Und weiter geht's. So, jetzt sind wir in der Natur. Mal ein bisschen raus aus der ekligen Stadt. Und können uns hier mal ein bisschen austoben. Ih, was ist denn hier passiert? Lauter Gepfählte. Das ist mal schön, die Allee. Hallo, Trollibus. Denen, die gegen uns sind. Jawohl, ein Trollibus. Okay. Hey, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Entschuldigung. Ach ja, Korkan ist toll. Okay, also hier ist mal irgendwas Übles vorgefallen. Und kommt mal in die Burg rein. Nee, sieht nicht so aus, als käme man in die Burg rein. Dann würde ich sagen, wir schicken wir unseren Running Dwarf hier Ich hab durch. schon wegen weniger getötet. Weil der kommt relativ fix durch und der wird dann mit Trolle fertig. Da der Axtod die Feuerschade verursacht, kriegt der auch Trolleklee. So. Der winzige Eistroll, der war auch sehr schnell down. Okay. So, dann watscheln wir mal da entlang, Corgi. Gerade mal was gucken noch. Ah ja, die haben wir noch im Besitz. Sehr schön. Das brauchen wir nämlich für die Windsperrhügel. So, da. Falls sich jemand noch aus dem ersten Kapitel 3 erinnert, da hat man ja die Dryade von Irenicus. Und deren Eicheln sollten wir zu ihrer Königin bringen, damit sie die Dryade an ihre Bäume wieder beschwören kann. Und die Eicheln sind tatsächlich noch in unserem Besitz. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich in den Windsperrhügel auch noch das erledigen. Zack, zack, zack. Oh, hallo Goblins. Corgi schnetzelt dich mal durch die Reihe durch. Es braucht ja mittlerweile nur einen Schlag von ihm und die sind tot. Zack. Und die Goblins treffen ihn noch nicht mal. Also er kriegt nicht mal Schade gemacht. So, sehr schön. Und plattgewalzt. Hervorragend. Bisschen Goldmünze haben sie auch. Bisschen Tand. Ja, und ein bisschen Gold. Okay. Na also. Es kommen anscheinend nicht nur Trolle vor, sondern es sind offenbar ein paar Goblins noch mit reingerutscht. Wie das häufig so der Fall ist, wenn Orks oder Trolle irgendwas übernehmen, dann rutschen auch mal ein paar Goblins mit rein. Das kann passieren. So als Dienerkommando oder so. So, zack. Wobei ich sagen muss, dass ich in Pathfinder, in dem Dungeons & Dragons System, die Goblins eigentlich schon fast goldig finde, während die in Vergessene Reiche eigentlich ziemlich ekelhaft sind, die Goblins. Aber in dem Pathfinder-System finde ich die eigentlich echt schon fast goldig. Mit ihren riesigen Köpfen und mit ihrer winzigen Körper dazu, die sind irgendwie goldig. Okay, mehr kommen wir hier nicht durch. Und das alles werden wir erst im Laufe des Abenteuers hier erkunden. Und ja, Kai, du weißt genau, was ich meine von wegen Goblins und so weiter, aber sag nicht, dass die nicht witzig sind. Ich fand die so großartig in dem Pathfinder Runenherrscher Abenteuer, was wir da spielen. Was ich derzeit mit einer Gruppe im Pen and Paper spiele, ist ja Pathfinder. Ein relativ neues Dungeons & Dragons System. Oh, jetzt kommt auch die Musik hier, das ist auch sehr geil, die Mucke. So, unser Running Dwarf ist auch in der Nähe. Ja, ich höre ihn schon am Getrappel.
die Musik. Herrlich. Ach, der Baldur's Gate Soundtrack, der ist so genial. Ein freundlicher Elch. Okay. Und da ist noch was. So, ihr solltet Moldor allesamt euch hinstellen. Ja, das klingt okay. Und der Running Dwarf macht die letzte Arbeit. So. Okay, weiter geht's nicht. Ich finde das Geräusch auch so witzig, wie der rennt. Tappa, 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 tappa. Ja, da können wir rein. Sehr schön. Da müssen wir dann später durch. Aber jetzt gehen wir erst nochmal zu dem kleinen Vor, was sich hier gebildet hat. Idee, das mir zu übertragen. Und das ist das Vor. Ja, wer hätte es gedacht? Okay, da sind wir. Da sind noch Wächter der Familie Darnissé. Ja? Gehen wir mal rein und gucken, was so abgeht. Hallo. Da seid ihr ja. Ich habe wirklich Jahre auf euch gewartet. Ach Gott, 10 Stunden waren das, du Kuh. Ich habe Erkundungen, vor allem. Ich habe einige Erkundigungen angestellt. Die äußere Welle sind durchbrochen worden. Das heißt, dass sie im Inneren sind und dass es schwierig wird, sie zu vertreiben. Ja, ich muss jetzt wissen, gegen wenn wir kämpfen. Ja, ich hätte schon früher sagen sollen, aber andere haben sich geweigert, mir zu helfen, nachdem sie es erfahren haben. Wir werden von Trolle belagert, von einer großen Artzahl. Und noch schlimmer, die werden von einer Art Schlangewesen begleitet. Ich habe selbst noch nie gesehen, aber ich habe ja einen Großteil von meinem Leben wohl behütet verbracht. Boah, dass sie das immer noch so noch tragen musste, die ich auch am liebsten in die Schnutschlache. Der Hauptangriff hat vor ein paar Nächte angefangen. Ich glaube, sie wurden von Elfen aus dem Norden vertrieben oder vielleicht von neuen Siedlungen südlich von Tetir. Sie sind widerlich, was? Ich weiß, dass man Trolle nur mit Feuer oder Säure wirklich dauerhaft töten kann, aber die Schlangenwesen sehen noch gemeiner aus. Was treibt sie hierher? Also das sind Yuan Ti, gegen die wir schon häufiger gekämpft haben. Was auch immer der Grund davor ist, sie sind jetzt hier. Es tut mir leid, aber ich kenne weder ihr Zahl noch ihre Taktik. Ich weiß nur, dass was da los wäre müssen, bevor... Wir müssen meine Familie retten, das ist alles. Okay, wenn ich durch die Vordertür gehe, gibt's ein Blutbad. Ich habe noch gedacht, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein paar von den Dienern am Leben gelassen haben. Daleson, er dürfte sich um die Tiere im Stall kümmern. Ihr sollten versuchen, ihn zu erreichen. Ihr braucht nicht durch die Frontlinie zu marschieren. Näher an euch, nördlich von der Palisade. Da gibt es eine Geheimtür, die den Zugang am Fuß von der Burgmauer erlaubt. Die haben wir jetzt schon geöffnet. Ich verwende sie manchmal, um mich rauszuschleichen, wenn mal Ältere nicht hingucken. Die sehen es nicht gern, wenn ich mich mit dem örtlichen Bauern rumtreibe. Aber ich kann so viel, was er tue. Oh, die geht mir so auf das Senkel. Ihr könnt euch alle auf den Weg machen, aber ich bin immer noch bereit, euch zu begleiten. Ich kenn's Innere von der Burg und ich kann so schnell im Schatten verschwinden wie der Weih im Mund von einem Adlicher. Außerdem habe ich ein bisschen Magie studiert. Ich habe geübt. Ich wäre jemand Zeit, der Arme gibt und von der Reiche nimmt. Für wahr. Wir haben viel übrig und außerdem macht's Spaß. Oh Gott. Gar keinen Fall. Ich kann das auch mit ohne euch erledigen. Na fein, ich sitze also einfach hier und drehe Däumchen, wenn ihr loszieht und euch abschlachten lasst. Sag einem Delzen, dass ich euch geschickt habe, oder er wird euch nicht trauer. Und ich tu das irgendwie auch nicht mehr. Lady Soup. Wer ist denn da noch? Ja, Kumpel? Oh, Hauptmann Arat. Alter. Euch hat den Herr Renalia also mitgebracht, damit er uns helfen, was? Naja. Hier werden bestimmt alle Hände voll zu tun haben. Wer seid ihr? Ich bin der Hauptmann Arat, Garnisonskommandant oder Fürst Darnissé. Wir sind uns die Trolle vertrieben haben. Die ihr hier seht, sind die überlebt haben. Die Herrin Nalia kennt alles, was von der Familie übrig geblieben ist. Ich habe versucht, Fürst Darnissé und seine Schwester zu finden, aber es ist mir nicht gelungen. Die Nalia könnte die letzte sein. Was passiert, wenn die Nalia stirbt? Der wird's lang an die Rönals fallen. Trotz ihrer Eiwend ist die Herrin Nalia Rönal A verlobt und sie werden das benutzen, um Anspruch drauf zu erheben. Ich verspähe doch nette Wunsch für die zu arbeiten. Das ist eine Familie mit ausgesprochenen grausamen Neigungen. Ich könnte es nicht ertragen, nachdem ich so lange Jahre einem ehrenwerten Mann gedient habe. Ich mache mich mal auf den Weg. Alles klar. Bla 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 bla. Angebot, ja. Dummes Gebabbel. Ich will jetzt zur Norei. Mir was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt was. Ich will jetzt zur Norei. Und wie ich Trolle töte, das weiß ich. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Armen auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen.
Iron Yankee.